Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig hier am 31.12.2017. Das Jahr neigt sich im Ende zu, ach ja. Und so wie das Spiel ach ja immer mehr am Ende entgegengeht, neigt sich ach unser Jahr am Ende zu. Für mich persönlich war es ein absolut großartiges Jahr, um ehrlich zu sein. Ich habe hier, also zumindest was Let's Plays angeht, war es großartig. Ansonsten war es, ja, mäßig, man hat seine Erfahrungen gemacht, man hat seine Erlebnisse gehabt, etc. pp. Es gab schöne Sachen, es gab schöne Sachen, es gab gute, richtig gute und es gab ganz furchtbare Sachen. Also, so mal so, würde ich sagen. Aber Let's Play technisch gesehen war das Jahr für mich absolut großartig. Alle schon angefangen am Jahr mit Resident Evil 7, was ich bis zum Jahresende sogar noch spiele. Also absolut großartig. Und ja, über die ganze viele Sachen, die ich so gelernt habe, die Facecam dürfte ich mittlerweile eigentlich auch ganz gut beherrschen. Und es wird immer besser, es wird immer etwas professioneller, wie ich arbeite. Und Chrono hat ein Level. Und ja, wie gesagt, ich finde es einfach, das Jahr war Let's Play technisch sehr schön. Und vor allem habe ich auch mal Jahresziel vom letzten Jahr erreicht. 2016 habe ich ja bei der Silvester-Episode von Alien Isolation noch angekündigt, ich schaffe die 100 Abonnenten 2017 und die habe ich tatsächlich gepackt. Und darauf bin ich eigentlich schon ziemlich stolz, muss ich sagen. Und das habt ihr möglich gemacht. Und ich wollte an der Stelle auch nochmal ein großes, dickes, fettes Danke an euch richten, dass ihr meinen Kanal abonniert habt und dass ihr mich zu dem gemacht habt, was ich derzeit bin. Also ganz, ganz großes Danke und vor allem auch an die Stammzuschauer. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Ach, da ist er wieder, der Mega-Mutant. Giga-Mutant haben wir jetzt. Alle hopp. Gucken wir mal, was wir hier beim Giga-Mutant machen können. Ui. Magus? Mach doch mal Antimaterie hier auf den Mutantengas einschläfern. Ja, dafür sind Mutante ja berühmt berüchtigt, Leute einfach als Schleichschlafen zu lassen, ne? Oh, jetzt hat er sich aber gestärkt hier, der Kerl. Gucken wir mal, eventuell sind jetzt gerade sauber wirksamer. Offensichtlich. Und? Der saugt MP ab, der Mistkerl. Probieren wir jetzt nochmal. Ja, probieren wir nochmal leuchten. Und? Hui. Das sieht gut ab. Jetzt saugt er wieder MP, der Glitchy. Okay, Glenn, hau mal Wasser 2 um die Ohren. Und du haust mir nochmal hier die Antimaterie um die Ohren. Dem Rievenickel hier. Das sieht wenigstens ein bisschen was ab. Leider nicht so gut wie die anderen mit ihrer Magie. Und jo, sehr schön. Einer ist weg. Ich doch sagen, da rechnen wir mal per Hand, oder? Per Hand ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Idee gewesen. Aber wir haben mit Markus auf jeden Fall noch eine dunkle Bombe parat. Die dürfte ihren Sinn erfüllen, denke ich. Und zack. Jetzt hat sich's ausmutantet. Sehr schön. Markus kriegt da noch ein Level davor. Perfekt. Wir sind sogar schon auf Level 50 jetzt. Puh, dass wir nochmal so Form von Speckio verpasst hätten. Könnte gut möglich sein. Okay, jetzt gibt es aber erst einmal hier die Unterkunft. Und dann gibt es auf jeden Fall auch nochmal der Speicherino. Ach ja.
Nee, wie gesagt, also für mich war es ein wunderschönes Jahr, was das Let's Play angeht, das Hobby. Und es würde mich mal interessieren, wie euer Jahr so gelaufen ist. Kommentiert doch gerne mal die Silvester-Videos von mir und sagt mir Bescheid, wie euer Jahr so gelaufen ist. Okay, muss ich jetzt hier lang? Oh, jetzt geht's sogar hoch wieder. Interessant. Offensichtlich durchquere ich den ganzen Palast wieder. Und zwar wesentlich mehr, als ich der Wasserpalast im Mittelalter durchgegangen bin. Krasser Scheiß. Ist ja echt ewig groß hier. Aber möglicherweise kann ich hier auch noch Lavos wirklich schwächer, aktiv schwächer. Das wäre natürlich sehr praktisch. Dass man den ganzen Schampel hier auf sich nimmt. Alter, die fressen sich gegenseitig, die Biester. Und... Jupp, das dürfte es gewesen sein. Sehr schön. Aber ich finde, dafür, dass Markus eigentlich ein reiner Magier ist, macht er sich im Nahkampf auch ziemlich gut. So. Und... Oh, so einer nochmal. Den müssen wir eh wieder so bekämpfen. Ah, scheiße. Zu zweit. Die Goonies wieder. Na gut, die müssen wir leider so bekämpfen, die Goonies. Ja. Das ist halt bitter, dass die Viecher gleich immer 50% von den Lebenspunkten abziehen können. Das ist wie die Golems in der Eiszeit, in der dunklen Ära. War genauso brutal, fand ich. Boah, shit. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast gerade über der falsche gekloppt. So. Oh yeah. Glenn haut mal wieder gut rein. Dann belebt doch mal wieder Markus. Und... Ah, okay. Glenn. Ich habe schon da gleich mal wieder Markus begrüße. Okay. Glenn, du kannst gleich mal Markus Heiler. Und dann truffende Wetter. Sehr schön. Es bringt mir also nicht um den Hanebampel hier. Komm schon. Truff. Alter Falter, die schlucken aber echt wie ein Trucker am Wochenend. Meine Güte. So, Elixiere kriegt man ja auch hier hinterhergeworfen bei jedem Kampf beinahe gefühlt. Alter, jetzt schmeißen uns aber hier was entgegen. Nimm das. Die sind aber glücklicherweise nicht so besonders stark. So, dafür gibt es da noch einen schönen Konter. Ja, wie gesagt, allzu viel halten die ja nicht aus hier, die Kumpels. Und machen zum Glück auch keine starke Angriffe oder so. Und seit ich hier keine Statusveränderungen mehr habe bei mir, durch die Gegenstände, die ich trage, ist mir das eigentlich auch ziemlich egal, wenn ich gegen so Gegner kämpfe. Perfekt. Und weg sind sie. So, komme ich jetzt mal endlich zur Königin und zu Lavos? So. Wäre ja wohl wünschenswert, oder? Gewitter erleiht. Also das ist ja noch schlimmer als die Mana-Festung in Secret of Mana. Die Mana-Festung war einfacher zu knacken. Ja, genau. So, damit habe ich jetzt gerechnet und drauf gehofft. Hopp, machen platt. Also ich muss sagen, es zieht sich so ein bisschen wie Kaugummi. Am Anfang war natürlich viel Wiedererkennungswert mit dabei.
Und klar, der Meerpalast ist eine riesige A-Lage, sicher. Das wird auch schnell dargestellt, dass es eine riesengroße A-Lage ist. Aber ich finde, durch die ganzen Kämpfe und so zieht sich das schon so ein bisschen wie Kaugummi. Man hätte gerade auch das Düster oben hier etwas kürzer halten können. Ach Gott, im Hintergrund hat es so dermaßen genießt, dass ich gedacht habe, mir fliegen die Kopfhörer weg. So, dabei muss das vom Zimmer aus der Gang runter in die Küche oder der Gang ganz durch im Wohnzimmer gewesen sein. Und ich habe das gehört, als wäre es unmittelbar direkt neben mir. Alter Falter. Ich bin eher derjenige, der so niest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Da gibt es ja auch Leute, die kreischen so dermaßen, dass das Trommelfell platzt, wenn die niesen. Ja, andere Leute sind einfach nur laut. Ach Gott. Schade. Das war's jetzt mit Chrono. Und das ist immer so ein Problem, wenn man nicht darauf achtet, dass die geheilt bleiben. Aber ich denke halt immer, 50% Leben weg ist halt immer gleich extrem heftig. Aber da will ich die eine gleich sofort heilen. Sondern will die eigentlich so schnell wie möglich abmurksen hier, die Viecher. So. Weiter mit Verwirren drauf. Glenn Kraft. Und Markus hau nochmal drauf. Gut. Okay. Versuch's ruhig, du Riebenickel. Es gibt jetzt so viel Washing wurde vor. Dann war's das mit dir und deiner verstummten Existenz. So, Glenn hat auch noch ein Level. Ich fände es jetzt schön, wenn die Königin mal wieder hierher käme. Oh, scheiße, was kommt jetzt? Scheiße, 2 von denen. Okay, da müssen 2 Supporter machen, anders geht es noch nicht. Dann brauche ich 2 hier als Supports. So. Chrono. Noch einmal auf den. Und Glenn noch einmal auf Chrono. Ah, okay. Das traf gar nicht. Okay. Na gut. Jetzt aber. So. Verwirren. Sorry, das war einmal effektiv 5 MP verschwendet. So. Und jetzt noch einmal. Und dann dürfte es das gewesen sein. Und jupp, weg ist er. Mistkerl. So. Ja, wenn man es als mal im Griff hat und weiß, wie die sich bewegen, die Biester, dann ist das auch kein Thema mehr. So, krieg ich nochmal hier. Äther und dann hoffe ich, dass das mal endlich hin. Ja, das kommt jetzt Bildschirm. Ah, okay. Jo, Alter. Alter Falter, 4 sogar. Na gut. Kümmern wir uns halt so drum. Ja, Hauptsache mal der Staubsauger eingeschaltet und laut wie Sau dabei gewesen. Ach ja. Aber ich freue mich, dass ich auch 2018 dann weitermachen werde mit meinen Let's Plays. Enthusiastischer denn je. Und es wird mich sehr freuen, wenn ich dann 2018 200 Abonnenten kriege. Ich meine, in dem Jahr habe ich halt auch viel erlebt, habe viel ausprobiert und habe es auch hier gekriegt, mal ein paar Livestreams zu machen. Und auch das werde ich machen, also werde ich weiter hier sofort führen. Nur mit Spielen, die ich mir dann halt explizit aussuche für den Livestream. Aber es wird definitiv weniger sein als die Let's Plays. Ich werde mehr Let's Plays machen, als dass ich Streams mache. Das steht auf jeden Fall fest. Ah
einmal Hastpiller, das ist gut. Und ja, das fand ich eigentlich auch ganz schön, die Erfahrung mit Livestream. Und ich muss auch sagen, deswegen behalte ich das auf jeden Fall auch bei. Aber die Let's Plays werden definitiv bei mir mehr sein. Ach ja, es ist so ein schönes Hobby. Das hat mich mittlerweile so viel Herzblut und Freude gekostet, das Ganze. Natürlich auch schon Stress, aber ich habe mich hauptsächlich sehr drüber gefreut über das Hobby. Und ich mache es auch sehr gern. Und es wäre schön, wenn wir 2018 die 200 Abonnenten geknackt kriegten. Terra-Mutant. Alter Falter, dann fällt auch nichts mehr ein, ne? So. Okay, körperliche Angriffe sind nach wie vor kacke bei dem. Antimateria. Oh. Denn du ohne hat's geheilt. Das ist nicht so gut. Aber dem Over hat's ziemlich viel abgezwackt. Ja, der Over, der scheint eher auf... Oh, LP wird zu 1. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Chrono macht nochmal Leuchten. Markus macht nochmal Antimateria. Und Glenn darf sich dann wieder heiler. Ja, für den Over zieht's ordentlich was ab. So. Hoffentlich haben wir den Over bald. Kraft 2. Öh. Okay, wir müssen zuerst den Knetkopf da ohne abmurksen. Sonst wäre das offensichtlich nichts. Wobei, wir machen ja eigentlich fast doppelt so viel Schade. Insofern noch einmal. So, 1660 mache ich alle schon an Schade. Das ist extrem. So, der da unten ist magieresistent. Oder immun sogar. So, aber jetzt ist es sowieso absolut egal. Jetzt können wir richtig drauf kloppen. Ja. Und weg ist er. Sehr gut. Markus kriegt noch ein Level davor. Jetzt gehen aber allmählich einmal die Mutante aus, oder? Weißstein erhalten und Mega-Elixier. Okay. Was ist denn der Weißstein? Das kriegt doch so ein Accessoire. Nicht? Offensichtlich nicht. Okay, dann gucken wir es uns mal an. Mega-Elixier können wir aber auf jeden Fall auch noch verwenden. Weißstein, Weißstein, Weißstein. Keine Ahnung, wo das ist. Weißstein. Triple-Tech Projozotans. Kann ausrüsten. Mala, Luca, Ayla. Ah. Okay. Okay. Das ist für die Mädels, damit die ihr ultimative Triple-Tech lernen können. Ach, ganz cool gelöst, finde ich. Guck, ob die Jungs sowas auch können. So. Und jetzt. Jetzt will ich aber mal endlich zu Lavos und zu der Königin. Es wird Zeit, oder? Zeitportal oder was? Was kommt hier raus? Ein Lavos-Leich. Okay. Allerhaupt. Lavos-Leich wissen wir ja mittlerweile auch, wie das geht. Einfach nur die ganze Zeit auf der Schnabel drauf. Ich denke, bei ihm ist es genau. An ihm ist es noch am wenigsten wirkungsvoll. So. Und als weiter auf der Schnabel. Ekelhaftes Grützevieh. Lavos-Leich, Stachel, Chaos-Stich. Ja, noch ruhig. Okay, zieht nämlich so viel ab wie vorher. Das ist gut. Auf dem Todesgipfel hat es noch erheblich mehr abgezogen. Aber mittlerweile haben wir durch die Levels auch wesentlich bessere Rüstungsklasse. Beziehungsweise Verteidigungswerte.
glaube, da bin ich noch ein bisschen zu sehr im Pen und Paper drin, was Rüstungsklasse angeht und so. Für die Verteidigung. Ja, er zieht immer noch ordentlich ab. Das muss ich ihm definitiv auch noch gestehen. Und er hält auch gut was aus. Dunkle Bombe. Aber bei Markus zieht es immer noch am wenigsten ab. Trotzdem, der Mann braucht Heilung. Sehr schön. Und Ruf und Wetter. Ach ja, was ich auch noch so schön im Jahr fand, war, dass ich halt solche Classic-Let's Plays auf dem PC bzw. Super Nintendo Emulator angefangen habe. Das war ja auch für mich eine absolute Premiere, weil ich vorher nur über die PlayStation 4 aufgenommen habe. Und dass ich jetzt auch am PC und die Emulator-Spiele, die Super Nintendo-Spiele, die alte mache. Oh Mist, das wollte ich gar nicht. Mist, das wollte ich gar nicht. Ja, das ist klar, das hat's provoziert. Das hat's provoziert, ja. Und das fand ich persönlich auch eine sehr schöne, äußerst schöne Sache, die ich das Jahr erstmals gemacht habe, dass ich halt auch wirklich die klassische Let's Plays mache. Das fand ich persönlich großartig. Da nochmal drauf. Und dann heilen wir ihn. War für mich definitiv eine schöne Revolution und eine schöne neue Sache. Ja, scheiße, das war's jetzt mit Chrono, ja. Ach ja, ach ja. Und ich bin gespannt, was 2018 mir dann bringt, was ich da möglicherweise an neue Sache habe. Nicht nur was die Spiele angeht oder ob es neue alte Spiele sind, sondern auch was die Plattformen angeht, ob ich nicht eventuell auch am PC streamen kann dann irgendwann. Das wird sich zeigen, das bringe ich mal als Hobby und nach wie vor alles immer so peu à peu bei. So. Warte mal, ein erster kleiner Vorgeschmack auf Lavos. Aber ich hätte jetzt mal ganz gern endlich mal die Endphase hier erreicht. Nach wie vor Bildschirme. Okay. Mal leuchten auf alle. Setzt die mal alle außer Gefecht und die andere Buwe kümmern sich um die, die noch stehen. Jawohl. Das dürfte ziemlich fertig sein, ja. Der hat sein eigenes Todesurteil unterschrieben. Und der lebt noch ein bisschen weiter. So, dann du noch und dann war's das. Perfekt. Optimal. Sehr schön. Und hier ist wieder was Freiwoche. Gut, da ist es doch eigentlich absolut perfekt hier an der Stelle, um einen Cut zu machen. Und ich würde sagen, jetzt kann ich den Spruch wenigstens abbringen. Wir sehen uns in einem Jahr wieder, ihr liebe Leute. Habt einen wunderschönen Silvesterabend. Ich habe es natürlich auch wieder versucht, so früh wie möglich hochzuladen, damit es euch euren Ablauf von Silvester nicht durcheinander bringt. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Habt ein gutes Jahr 2018. Wenn 2017 zum Teil mies gelaufen ist für euch, lasst den ganzen Schampel hinter euch und genießt einfach die Zeit, die kommen wird. Und habt ein wunderschönes Jahr 2018 und einen guten Einstieg. Rutschen gut rein. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Also machen's gut und feiern wir nicht zu arg. Ayan Yankee.